Na gut, hurra, hurra, heute bin ich mit meinem Laptop da. Tu mich nicht mit Zetteln pfretten, die ja nur am Tandflink hätten. Bin online, googeln, größte Narreteien. Ja, was zeigt der Laptop? Nein, er zeigt doch wirklich in der Tat, er zeigt Herzogenburg Gemeinderat. Na, das stimmt ja auf jeden Fall, war doch im letzten Jahr Gemeinderatswahl. Es ist doch gewesen zum Lachen, dass die im Fasching eine Gemeinderatswahl machen. Eine neue Partei, die Blü, ihr könnt euch entsinnen, da in Herzogenburg ein ganzes Mandat gar gewinnen. Blöd war's, weil um das Mandat war eine Krise, weil es den Roten für die Absolute abgegangen ist. So tat man dann, ja Häupl, schau her, mit den Grünen koalieren. Na, was wollte man noch mehr? Und die Norm, na die taten, so kann ich es berichten, gar auf den Vizebürgermeister verzichten. Und der Adner, der Christoph, der ist jetzt in dem Laden der rote Vizebürgermeister von der grünen Gnaden. Ohe, ohe. Aber in Kreismauer, dort waren die Roten fuhren. 4 Mandate ihr gewinnen. Und warum? Dort ist nämlich der rote Pfeffer drin. Darüber hat sogar berichtet der Orf, ja, der Pfeffer, der ist wirklich scharf. Der hatte mehr als unser Bürgermeister Glück. Dort war der Wahlausgang nicht so verzwickt. Und darum bin ich in Niederösterreich so gerne daheim, weil da sogar in der Politik so viele Normen sind. Ohe, ohe! Ein neues Feuerwehrhaus stand am Stadtregierungsprogramm, weil wir zwar eines, aber ein viel zu kleines jetzt haben. Ein neues, ein größeres, ja, das muss dringend her für unsere fleißige Stadtfeuerwehr. Grundstück und Pläne in jedem Falle waren fertig für diese FF-Zentrale. Jedoch man vertragt sich nicht. Die Hakeln fliegen scharf bei den jungen Feuerwehrmännern in Herzogenburg und Oberndorf. Die beiden Feuerwehren sollten fusionieren, das tat jedoch ein paar Junge recht stieren. Man stimmte dagegen und jetzt wissen wir es schon, man stimmte halt gegen die FF-Fusion. Naja, und so kam es zum Ende von der Geschichte. Der Bürgermeister bekam ein recht langes Gesicht, die Geschichte ist verfahren, die Geschichte ist blöd, gebaut wird das Feuerwehrhaus jetzt sicher nicht. Und so bewahrheitet sich wieder der Spruch, wie auch geschrieben steht im Gildenbuch. Ohe heißt die Gilde und das seit über 40 Jahren, weil in Herzogenburg gibt es die meisten, jedoch in Oberndorf die größten der Norden. Ohe, ohe! So, jetzt gehe ich mit der hohen Politik ins Gericht. Mit Hans-Jörg Schelling und der Registrierkassenpflicht. Na, so ein Blödsinn! Wer soll denn das zahlen? So ein Blödsinn kann da wirklich nur ein Herzogenburger Weinbauern einfallen. Da bin ich drinnen in so ein Lokal, bestelle mir ein Viertel und dann noch einmal, bekomme ich jedes Mal, Sie wissen es schon, von der Registrierkasse ausgestellt, so einen Bon. Dann tue ich noch Speisen in meinen Kaffee und Kuchen und wieder tut es die Kasse verbuchen. Und es ist bald zum Verrecken, wo soll ich mir die Zettel alle hinstecken? Ne? Es wird ganz einfach für mich eine Qual, ich muss die Bons aufheben bis zur Tür vom Lokal und bin ich dann draußen, werf weg ich den Kram, damit die Straßenkehrer auch noch Arbeit haben. Jetzt tue ich mich fragen, passt auf jetzt genau. Wo stecke ich mir die Zettel hin am FKK-Strand in der Lobau?